Boah, da brennt die Lunge. Puh. Ist das geil. Hurra, endlich ist es soweit. Morgen geht's auf. Jeder kennt ihn, viele kennen ihn. Der Enrico vom Buschkraft Oberland. Morgen geht's 2 Stunden auf die Autobahn. Und wie gesagt, ist schon fertig gepackt. Schlafsack, Dosenbier, Karlowatschko habe ich drinnen, dann habe ich einen Gaskocher drin, eine kleine Wasserkanne, einen Wasserkessel, Kaffee, Thermoskanne und Brotzeitbrille, Taschenmesser, alles was man so braucht. Ersatzakku für die GoPro, Powerbank. Und das war es eigentlich schon, weil wir bleiben ja nur eine Nacht. Am Sonntag geht es leider schon wieder heim. Und da geht es morgen los. Jetzt werden wir die Vignetten einpicken. Gibt es ja bloß 10 Tagesvignetten. Hab gehört, nächstes soll es wieder Tagesvignetten geben oder fürs Wochenende. Bringt aber nichts, weil die kosten fast genauso viel wie die 10 Tagesvignetten. Also scheißegal. Die werden wir jetzt reinkleben und das packe ich gleich schon mal ins Auto. Und morgen früh um 6 Uhr geht los. Rucksack, einiges an Gewicht drin. Der Assault Pack 2 oder wie der heißt. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem. Das wäre Neiback. Schlafsack. Also was jetzt von kleiner VW ab bis reingeht, das ist unglaublich, das glaubt kein Mensch. Für mich ist das das kleinste Raumwunder, was es gibt, weil ich bin wirklich 1,90 Meter groß. Ja. Und ich habe von der Höhe einwandfrei Platz. So, Klappe zu. Und jetzt kommt die Vignette rein. Da haben wir das berühmte Pickerl. Und da gibt es auch gewisse Vorschriften, wo man das anbringt. Entweder hinter dem Spiegel oder auf die Fahrerseiten. Niemals rechte Beifahrerseiten oder nicht da unten, sondern entweder am Spiegel oder links. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es auch noch einen Trick. Jetzt muss ich schauen, weil der Scheißdreck runtergeht. Ah, das ist so ein Trick. Ah ja, damit man es wieder leicht runterbringt, einfach ein bisschen so auf den Stoff, ja. Dann nimmst du schon die Klebekraft weg und dann bringst du es am einfachsten den Scheißdreck wieder von der Scheibe. Aber so einfach geht's, hat mir der von der Tankstelle gesagt. Ja, ich werde es auch da bringen. Und dann tue ich es nur in der Mitte ein bisschen festmachen. Also nur in der Mitte ein bisschen mit dem Fingernagel, am Rand lasse ich es, dann kann man es auch wieder leicht runterreißen, den Scheißdreck. So, das mal heben. Aber wenn es der Scheißdreck runterfällt, dann soll er runterfallen. Das war's. Morgen Enrico, Buschkraft Oberland, eine Nacht Skihütte. Sonntagmittag geht es wieder runter. Ungefähr 2 Stunden Fahrzeit. Und ich sage euch gleich, ich freue mich schon richtig, weil Enrico ist einfach nette Menschen, auch die Julia, und die ist auch mit dabei.
Meine Frau bleibt daheim, die kann nicht so ganz und auch schon wegen einem Hund. Das ist auch nicht mehr der jüngste, der Hund. Und fahre allein mit dem Enno. Und auf das freue ich mich schon. Eine Nacht einfach mal auf einer alten Skihütte, das ist einmal was anderes. Also mit diesem Sinne, viel Spaß bei dem Video und dann sehen wir uns, wenn wir auf der Alm sind oder auf der Skihütte. Servus, gute Nacht. Ja, zuerst mal einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt auf der Inntal-Autobahn unterwegs. Die Hälfte von der Strecke habe ich schon weg zum Enrico von Buschkraft Oberland. Und wir haben 1 Grad plus, also ganz schön kalt hier. Und in die Berge hat es auch ganz schön runtergeschnitten. Aber sieht sehr schön aus und ja, wir haben jetzt leichte Wolken drin. Und wie ich auch schon gesagt habe, so um 8 Uhr bin ich ungefähr beim Enrico dort und bei der Julia. Wir haben heute den 11. November. Gestern alles vollgepackt, heute noch einen Rest ins Auto geschmissen. Und schauen wir mal, was uns dieser erste Tag erwartet, und morgen gegen Mittag gehen wir schon wieder runter. Aber ich freue mich schon, Enrico und Julia, super nette Menschen, tolle YouTuber, und das ist immer das, was mich fasziniert, auf Menschen, wo man sich verlassen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich schon drauf. Die Autobahn, Österreich üblich, sehr blitzerlastig, also viele Blitzer. Aber wenn man hier immer ein bisschen auf die Geschwindigkeit achtet, dann fehlt da auch nichts. Also wir fahren jetzt immer ins Schöne, jetzt kommt der nächste Blitzer. Fest installierte Radarkamera. Und da muss man immer genau achten, und da vorne rechts steht ja schon der Blitzer. 170 Meter, hier rechts, und da muss man halt immer wieder besonders vorsichtig fahren. Also wir sehen uns dann beim Enrico dort und dann schöne Einblicke von der Skihütten. So, jetzt sind wir gut angekommen auf dem Parkplatz. Und schaut euch mal den herrlichen Schnee an. Wahnsinn! Der Enrico baut auch schon seine Kamera zeigen auf. So. Die Julia zieht sich schon an. Ich bin schon angezogen. Jetzt werden wir mal den kleinen Mini-Rucksack aufspannen. Oh, leck! Wenn er einmal dran ist, dann geht's. Da. So. Warte. Wenn er einmal dran ist, geht's. Dann ist er gar nicht einmal so schwer. So, aufgerödelt.
Ja, wir werden Briefe, ich sage jetzt einmal, ja, werden schon 40 Kilo sein. Ja, freut mich, mit Enrico mal wieder zusammen sein und mit der Julia. Heute geht es nämlich auf die Skihütten. Ich bin zum ersten Mal da und das freut mich einfach. Also, schaut euch mal den geilen Schnee an. He? Jetzt haben wir aber noch 40 Minuten, oder? Ungefähr. 40, 45 Minuten, ja. Genau. Ist machbar, also. Wir packen das. Ja. Ja, da merkt man schon das Gewicht auf dem Rucksack. 9 Dosen Kalawatschko und dann Gaskartuschen, alles Mögliche. Ja, schon ein bisschen ein Gewicht. Nicht so viel wie Julia da. Das haben wir das ganze Haus dabei. Ist das eine normale Kapelle oder was? Ja, das ist eine Wallfahrtskapelle. Eine Wallfahrtskapelle. Ja. Kannst du leiten? Wie wir, Ding, ding. Warte, wo ich gesagt habe. Ja. Mit der Schneeschacht da gegangen sein, gell? Aha. Da bin ich noch umgegangen, Wasser holen. Und ich war über den Tisch. Ah, das ist der Brunnen. der war der versteckt. Da hast du nichts gesehen. So viel Schnee war da. Macht das einen Schwing, ne? Ah, die Julia läutet die Glocken. Cool. Ja? Ist das nicht traumhaft geil? Wahnsinn. Super. Wird immer mehr Schnee, gell? Ja. Schaut euch das an. Das ist herrlich. Ein Traum wie Winter. Ah, das ist ein bisschen gefroren. Jetzt haben wir noch ca. 10 Minuten. Ja. Da haben wir drin. Du bist ja ein anderer Sommer dazu. Oder noch mehr Odes Segway und So ist schon fein so geworden. Ha? So kann es auch jeder. Ja, so richtig weit ist es nicht mehr. Jetzt haben wir ungefähr 5 Minuten. Dann sind wir auf der Skihütte. Aber schon cool. Ein cooles Panorama. Ja. Die letzten Meter. There's an ocean between us, my love. An ocean of powder and dust.
I was blind, but now I can see. As you walk through this world, Rosalie, every step is one closer to me. Boah, da brennt die Lunge. Puh. What the others can't see. These letters are mine. Und da haben wir Ziel erreicht. Ich sag 50 Minuten, oder? Ist das geil. Let the world spin you closer to me. Take a chance on us, Rosalie. All Dinge in Hand gekriegt, alles geht nicht. War ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft, oder? Was anstrengend? Ja, jetzt bin ich fertig. Bisschen. Das ist ein Katzenbuckel, aber geil. Ein bisschen anstrengend durch den Schnee, aber wenn kein Schnee ist, ist es angenehm. Ja. Aber die Belohnung, direkt vor der Haustür. Ja, dazu mehr die ganze Batterie Bier haben wir aufgebaut. Ja, Carlo Watschko halt. Wasser zum Händewaschen. Dann geht es da weiter mit den alkoholfreien Getränken. Ja, wisst was man so braucht. Das ist schon eine mega geile Kulisse, oder? Ja. Cool. Ja, Brennholz ist schon ganz schön was da. Die Julia hat es bei. Das ist schon cool. Ja. Das schöne Öfchen. Schöne Betten. Schöner Tisch. Da kann man schon ausrichten. Da die sagen, wird auch schon warm jetzt, gell? Jetzt trinken wir zuerst einmal einen Kaffee. Ping. Ich habe mal gesagt, die was miteinander. Hm? Und die was, da habe ich mir genommen. Jetzt hast du. Schaut mal ein bisschen einheizen. Da kommt nämlich noch mal einer vorbei, oder? Wer kommt da vorbei? Der Mitch, Buschkraft Mitch. Der Witsch. Langt das? Mal ein kleines drauf. Ja, mittlerweile ist es relativ angenehm in der Hütte rein. Der Boden ist zwar noch ziemlich kalt, aber wenigstens innen rein ist richtig angenehm, weil draußen ist es richtig kalt. Wirklich gefühlte minus 2, minus 3 Grad. Ich würde sagen, Enrico, wir holen uns da noch mal eine halbe, oder? Ja. Also mittlerweile haben wir es echt gemütlich da. Wir haben zwar sogar ein bisschen Strom da, aber wir sparen uns das, weil es läuft alles über Solar und wir haben sehr wenig Speicher. Und wir helfen uns jetzt da mit so Stablampen und so Campingleuchten wie dahinter aus, aber es ist schön angenehm hell rein, mehr brauchen wir da nicht. Jetzt reißen wir uns einmal ein Carlo Watschko auf. Das haben wir uns verdient. Auf der Arschkette. Arsch erfrischen. Das ist halt kühler, natürlicher Kühlschrank draußen. Ne? Einfach bloß auf den Balken drauf schlichten, wie ein Brennholz. Und dann hast du kalte Kartuschen. Ja, geil. Prost. Zum Wohl. Bier gegen Tee. Oder? Soft. Soft, sagt er. Nein, Mineral mit Geschmack. es ist nicht mehr Jägertee. Passt. Bei mir ist nicht eingeschaltet, oder? Scheiße. Scheiße.
Also, Ah, halt. Video. Video. Tust du selber. Auflösung passt noch, oder? Ja, das passt, das ist fix eingestellt. Läuft. Ist warm. So, also, Ich würde sagen, so. So, jetzt sitzen wir da jetzt sitzen wir da mit einem Stempel rum. und schauen Richtung. Zwitschgen rum. Zwetschgen rum, genau. Warte mal. Oh, der riecht gut. Also wenn ihr das riecht, dann ja, der riecht ganz. Der riecht sehr gut. Also ich würde sagen, Das ist da vom Gölles, da Old Plum rum. ich kann es gar nicht mehr erwarten. Also Alte Prost. Pflaume. Prost. Wohl. Wohl. Die alten Flammen, Prost. Oh. 43%. Ja, Gut. und schmeckt sehr gut. Riecht süß, aber hat einen kräftigen, herben Geschmack. Mhm. Finde ich geil. Ja, also hat schon was mit dem Zwetschgen zu tun. Das ist aber halt wirklich was Besonderes. Das ist so was Du Besonderes. musst ja nicht allerweil Zwetschgenbummfäsen essen, du kannst das trinken auch. Stimmt. Das finde ich geil. Flüssige Zwetschgenbummfäsen. Also Julia, bei dir gibt's es gibt halt Kaspressknödel, oder? Ja, Kaspers Kanelsuppe. Was ist bei den Kaspressknödel das Beste? Als Suppeneinlage oder mit Salat oder so wie wir daheim essen sie ja mit Apfelkompott? Wir Gibt es da essen, verschiedene Varianten? ja sicher, wir essen es aber hauptsächlich mit Suppen. Also als Suppeneinlage, Suppeneinlage. aber essen und Salat dazu. Cool. Als Beilage haben wir auch mit, gell? Und Muss auch jeder einen Salat in die Suppen schmeißen. nein, Ja, so wie die Chinesen, die schmeißen alles in die Suppen rein. Das ist ja wurscht. oder ist es gerne mit Salat, oder? Nein, wir mit Apfelkompott, komischerweise. Also mit Apfelmus. Kenne ich jetzt heute, Kann ich aber gar nicht. Ja, das geht auch. Du hast da einen Schüssel Apfelmus, das Feine, Dazu. Apfel-Aprikosenmus haben wir. Und dann tust du schöne Kaspersknödel reintupfen. Ja, Das schmeckt auch mit dieser süßlichen Variante mega geil. okay. Aber meiner Tochter war es zum Beispiel auch. Also Suppeneinlage schmeckt es am besten. Ich habe gestern gleich Finde ich auch. 40, 50 Stück auf Fahrrad gemacht. Und die hat sie Schön gemacht. Und eingefriert. da schauen wir nachher mal, wie die Kaspersknödel ausschauen. Also die riechen jetzt schon wahnsinnig. Aber jetzt war ich nicht, haben die schon gefroren draußen von der Kälte oder da drin ist so warm, dass der Käse schon schmilzt. Ja, kann man auch Ein sagen. bisschen in die Suppe, wenn wir es reinlegen. He? Ja, hat Das immer mit voll der dafür. Waschen ist die Suppe eiskalt. Gell? Ja! Hey, Mitch! Jetzt kommt der Grand bei. Der Grampai. Hey, du hast mir mal erst vor 10 Minuten geschrieben, dass du im Bauchplatz bist. Ja. Nein, das kann nicht sein. Soll ich Puls vertragen? Nein, ich Spaß. Hi, servus. Jetzt haben sie das Weinwurm da, ha? Ja. Ja, Gut reinkratzt. gar reinkratzt. Die Julia, weißt du eh? Ja, extra für Der dich. Ricker. Ja, perfekt, ja, perfekt, Holzbier mit. Du weißt. Wie viel tust du da rein? Freie Schnauze, oder? Nein, 1,5 Liter circa. Ich tue es nach Augenmaß. Gemüsebrühe. Oder Fleischbrühe. Gemüse. Ah, okay. Ich bin halt ein Gemüsefan. Instant. Ja. Schau Stopp, mal. ich glaube, es passt. Bist du da Oder? sicher? Wahrscheinlich der Topf ist 3 Liter, gell? Ein bisschen noch vielleicht. Ja, für mich muss es halt lange. Der Mitch ist auch da, der braucht jetzt Ja, auch. gut. Lieb macht die Scheibe. Ah ja, haben wir schon. Ich lasse mal alles ins Heute, ha? Du schon roten Blui auf. Muss man noch früher nachher machen? Da muss man noch keine. Nein, ist klar, das passt auch. Wenn es schnell rührst, hat das einen Sinn, wird dann das Wasser auch warm ohne Ofen, oder? Nein, Salzit. Okay. Einen Schnittlauch gibt es noch. Ja, der gehört rein. Das ist ganz wichtig. Du kannst das Petersilie rein, ja, das ist eigentlich scheißegal. Oder Suppengrün. Petersil tue ich immer in die Knädel Ich habe so direkt getrocknetes rein. Suppengrün, grobe Stücke, Karotten Kalte haben da. Schei, ja. Und ich tue die Petersil immer in den Knädel ein. Jetzt brauchen wir aber zuerst noch anständige Hitze.
Da schmeißen wir einfach nur mal so 5, 6, 8 Scheitel rein. Das muss immer genau rot sein. Wenn das gliert, dann passt. Haben wir den Enrico gesagt. Aber da kannst du lang heizen. Und das machen wir leicht so. So. Das schaut schon richtig gemütlich aus. Jetzt brauchen wir bloß noch einen, wo ein Tisch abbrennt. Alexa, Tisch abbrennen. Also ich kann die Leute alle nicht verstehen. Die schwören, die Jungen, ich sage, ich rede jetzt von den 20-Jährigen, die schwärmen von der Alexa, die hat mir noch nie einen Geschirrspüler ausgeräumt, die hat noch nie einen Tisch abgeräumt, noch nie einen Tisch gedeckt. Ja, nichts macht die faule Sau. Also braucht keiner Alexa. Dann würde ich sagen, wir haben einen Neuzugänger, der Mitch, oder wie heißt der? Genau, Buschkraft Mitch. Unbedingt einmal reinschauen, abonnieren, eh klar. Ah, übrigens, Enrico auch abonnieren, nicht vergessen, Buschkraft Oberland. Ja. Wie gesagt, die ganzen Links natürlich unten in der Videobeschreibung, eh klar. Ich würde auch sagen, jetzt drücken wir mal, oder? Auf den Zum Wohl, Gesundheit. Leistungsmeister. Prost, was trinkst du? Zum Wohl. Immer das Gleiche. Ärgert hier. Der kriegt einfach nicht genug. Will ich mal was sagen? Veganes Nahrungsmittel. Nichts Besseres gibt es nicht. Schaut euch einmal die leckeren Käsebrötchen Wir sind da und stehen. Schaut euch die leckeren Käsebrötchen an. Ja. Schaut doch cool aus. Nicht, wo war Kaffee am Weg? Ganz. Die kocht schon. Einmal ist mal im vorletzten Mal ist mal. Also wie gesagt, du lässt die einfach bloß kurz ziehen. Normalerweise daheim tue ich es gar nicht. Okay. Da liegen Ja, sie. da haben sie was. Aber jetzt sind sie eiskalt, wenn wir sie vor der Tür. Ja. Achtung. Aber dass sie Wärme gegen, weißt du. Unsere Brennholzvieh, Enrico. Jetzt war ich gerade im Wald das Holz holen. Und einen ganzen Baum umgeschnitten, Den oder? ganzen Baum geschnitten. Die Hanke nicht vergessen, wegkramen wieder. Ja. Und das Blut verwischen. Du, uns Blut verwischen. Ja, Muss genau. keiner sehen, dass du da einen gekippt hast. Wie schön wie es kocht wird. Oh, jetzt können wir sehen, wie die leckeren Dinger. Kaspressknädelsuppen. Wow, Tun wir mal alle rein, oder? schaut jetzt schon geil aus. Ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Jetzt tue ich jeden nochmal 2 außer, weil du schießt das. Oh, schaut euch die an. Hä? Kostet die eingelegt. Dann würde ich sagen, Wir haben noch für jeder kriegt noch einen. Foto haben wir gemacht und dann würde ich sagen, jetzt lassen wir es uns einmal schmecken. Also die schaut schon wirklich mega lecker aus und macht es natürlich wieder die Mahlzeit. Das ist echt der Hammer. Eine Mahlzeit. Mahlzeit. Gibt es noch mehr Schnittlauch? Das ist echt der Hammer. Salat. Aber die haben immer noch Korn, oder? Nein. Weißt du, ist es noch Zwiebeln? Ja, schon ein bisschen. Schon? Ja. Nein, das müssen noch länger rein. Aber ich wollte nicht, dass sie zerfallen, weißt Nee, das passt schon. Einfach auseinanderstehen, aber du? der Passt gut. passt gut. Julia sagt, das passt sehr gut. Und wenn es die sagt, dann muss schon stimmen. Also, wir lassen es uns schmecken, gell? So schaut es aus. Weil das geht eigentlich nämlich nicht so, wenn wir essen. Also, da ich sagen, wir sparen mal wieder. War nett, jetzt kennenlernen. Na Das gut, nächste Mal, vielleicht sieht man sie wieder auf den Ratsch. jetzt schauen wir mal, ob es überhaupt was tut. Nein, Schnee. Ja, passt. Soll ich nicht mitgehen? Aber Schnee haben wir. Ja, dann geh um. Du darfst nicht mitgehen. Da willst du begleiten dich. Soll ich dahinter leuchten? Na, geht schon noch eine Tasche lang. Ja, nein, schlepp mal, Julia. Also, ciao, servus.
Also es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen. So schaut's aus. Passt. Da besser, gell? Nächstes Mal werden wir Overnight einmal machen. Ja? Das war schon mal was Geiles. Werden wir da organisieren was hin. Du bist im Organisieren gut. Okay. So. Ciao, Mitch. Gut, wünsche euch was. Ciao. Das war Schönen Abend gutes noch. Ciao. Nächtle, servus. Ciao. Tschüss, Julia. Ja, Enrico Buschkraft Oberland haben wir, wie gesagt, auf der Schiene hinten halt und das ist einfach richtig geil einmal. Aber jetzt hätte ich mal eine Frage an Enrico. Bitte. Wie bist du eigentlich damals zu dem YouTube-Kanal gekommen? Oder wie hat es einfach bei dir angefangen? Rein Ja. Buschkraften oder einfach? Ja gut, ich habe früher immer die Dinge angeschaut, die ganzen Survival-Sendungen mit Bear Grylls, und habe mich das immer ein bisschen fasziniert. Dann habe ich halt ein bisschen angefangen YouTube zu schauen, habe mich ein bisschen reingelesen und dann bin ich auf den Heli gestoßen, auf den Kanal vom Heli, Buschkraft Tirol, Den es jetzt leider ja nicht mehr gibt, gell? und habe ihn angeschrieben. Also übrigens, falls der Heli das Video zufällig sieht, liebe Grüße an dir und vielleicht sehen wir uns ja mal so privat. Wer weiß. Ja, und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben und dann haben wir uns mal getroffen in Innsbruck und haben den ersten Overnighter gemacht und so hat sich eine sehr gute Freundschaft zwischen uns entwickelt. Weil wir haben immer noch viel Kontakt eigentlich und ja, Okay. aber leider kann alle. Was war dann der allererste Video? Weißt du das noch? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es war 2013 in August, habe ich das erste Video hochgeladen. Hallo an alle Buschkrafter. Ich habe mir gedacht, ich gehe heute einmal in die Natur raus und ich stelle mir mal vor, ich bin der Enrico, komme aus Tirol, aus dem Tiroler Oberland. Ich arbeite im Krankenhaus und bin auch seit ca. 12 Jahren als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz tätig. Ich wirke mich zum Buschkraften. Ich habe mir früher mal die ganzen Serien angeschaut, auf D-Max, Bear Grylls, Survival Duo und wie sie alle heißen. Das hat mich immer sehr interessiert, das Überleben in der Wildnis. Und dann habe ich mich mal bei einem Survival-Kurs angemeldet. Da ist man mit einer alten, so einer Digitalkamera mit so einer alten, ich weiß gar nicht, was das war. Und nachher habe ich mir einen Camcorder gekauft und natürlich sind wir da hingegangen. Ja, genau. Jetzt mittlerweile bin ich auch seit, wie gesagt, 2013 bin ich jetzt dabei. Weil du sagst, die alten Kameras früher, wir haben die gekauft, das waren mit denen und mit Tesafilm. War aber umständlich. Den Tesafilm hinten reinwickeln. Nein, soll jetzt nicht, aber ich habe schon eine ganz normale Digitalkamera gehabt mit Speicherkarte, ich weiß auch nicht mehr, was von das war. Ja, und dann habe ich angefangen ein bisschen selber, dann ist noch dazu gekommen die ganze Schneiderei, also die Videobearbeitung. Das ist immer die meiste Arbeit, die wir früher gar nicht sehen, gell? Angefangen habe ich mit Magix Video Deluxe. Habe ich angefangen. Mittlerweile bin ich bei Filmora hängen geblieben und bin sehr zufrieden mit der Bearbeitung für die Videos. Ja, und es macht auch mir sehr viel Spaß, die Videos zu Hause schneiden nachher. Ja, vor allem wenn man dann das Endergebnis sieht. Ja, genau. Sag ich auch, weil es ist zwar Mordsaufwand, aber Ja. wenn dann das Endergebnis, wenn es final ist, sag ich auch, final ist, heißt so, wenn man es dann anschauen kann, Genau, dann freut man sich. genau, Ja, bei mir ist ja ein Mischkanal. genau. Ich habe von vornherein gleich gesagt, ich möchte kein gewisses Thema haben. Ich sage einfach, das was mir Spaß macht, lade ich hoch. Und angefangen habe ich 2010. Und da war ich krankgeschrieben, weil da haben sie bei mir die Darmgaudi damals ja gemacht. Muss ich schon mal erzählt haben. Wo wir die 30 cm rausgeschnipselt haben. Ja, da haben wir. Gott sei Dank. Ja, da haben wir die 30 cm rausgeschnitten. Und dann war ich lang krankgeschrieben und dann ist mir halt nichts Besseres eingefallen. Und da habe ich einfach dann einmal Gaudi auf der Terrasse das Video gemacht, weil ich war daheim, die Frau war nicht da. Langweilig war es. Wie man ein richtiger Wein mit Bier trinkt. Das ist mein allererstes Video und das gibt es immer. Ja, servus. Jetzt zeige ich euch einmal, wie man anständige halbe Bier trinkt. Überhaupt nicht schwer. Man braucht 2 gute Flaschen Bier. Ich bevorzuge eigentlich den Augustiner, den Edelstoff oder das Helle. Das ist wurscht. Auf alle Fälle einen guten Flaschen öffnen. Und dann lässt man es schmecken.
ist eigentlich ein Schmal, weil jeder weiß, wie der Witz. Aber ich wollte es halt bloß ein Witz, weil es gleich geht. Okay. Ja, Aber meine, jetzt schaut das Format komischerweise anders aus, obwohl ich es eigentlich damals gar nicht so hochgeladen habe. Ich weiß nicht, ob der YouTube was geändert hat. ja, da Aber kann ich das ist natürlich jetzt aus. irgendwie zusammengetatscht. Komisch. Weiß Aber ich man muss einer sagen, du bist einer von meinen ersten Abonnenten gewesen. So ziemlich, eigentlich ziemlich Ehrlich? von Anfang an, ja. nicht. Oh, Meines Wissens, Einer von den ersten. ja, jetzt ist die vielleicht nicht die Nummer 2 oder Nummer 3, aber halt so ziemlich ja, ja. Einer von ganz am Top Anfang. 10. Und wir haben jetzt ja quasi erst in Schutten oder bei Schutten das allererste Mal persönlich getroffen. Wir haben ja schon telefonisch Kontakt Vor gehabt. 2 Jahren war das. Ja, genau. Das war erst 2021, oder? Ja, genau. Ja. Also haben wir quasi mehrere Jahre eigentlich nur Genau. telefoniert, geschrieben und Genau. erst auf der Schutten haben wir uns persönlich. Ja, und das ist immer das Schönste, wenn man sich persönlich trifft, weil es einfach was anderes ist. Stimmt, ja. Ja. Da sieht man nämlich dann einmal in Wahlen, wie die Leute überhaupt ticken. Stimmt. Da sieht man das. Das sieht, Das darf ich nicht Sieht man. sagen. nein, das sieht man feucht. Dass der Enrico ist ein toller. Nein, wir haben ganz normale Leute und da ich sagen, Prost, wir sitzen jetzt auf der Skihütte herum. Schön bei einem Abend, draußen wird es knackig kalt. Ich schätze, dass es locker minus 5 über Weihnachten. Mindestens. Ah, ja. glaube ich schon. Ich glaube noch mehr haben. Ja. Es war am Nachmittag schon arschkalt. Aber da drin hat es locker. Ich glaube, das ist eine Sauna. Ja. Das ist der Aufguss. Und Sauna haben wir. Aber ich habt euch gleich von Anfang an super verstanden. Ja, ja. Reinschatten. Ja, Ja, wir haben davor schon x-mal Enrico, toller telefoniert. Typ, Helmut, toller Typ. Telefoniert haben wir schon öfters. Davor Ja, schon. das ist so, ja, sowieso. ja genau. Ja. Wir tun gerade Gästebuch studieren. Ah, das gibt's da herum auf der Hütte. War ein Wahnsinn. Schön, was da jetzt drin steht. Wie weit geht das zurück bis zum König Ludwig, oder? Nein. Na so, ich glaube so 2015, 16 Mal schauen. Okay, war ein Wahnsinn. cool. Feuerstelle. Ja, wir haben gesagt, jetzt werden wir den oben da ein wenig ausklingen lassen. Keine Schäden, schau. Ich werde mir noch ein Bier reinschütten, du einen Tee, oder? Ja, ich und die. Oder Jägertee, weiß man nicht. Sieht man nicht, was drin ist. Die Julia trinkt auch noch einen Tee. Ja. Und dann werden wir irgendwann einmal ins Bett gehen und dann morgens zeitig wieder aufstehen, Ofen anheizen, frühstücken Schau nicht mehr. und dann gegen den Mittag gehen wir wieder runter ins Stall. So Ja. schaut's aus. Ja, Inno, was sagst du zu den schönen Tag heute? Ja, war absolut top. Mir hat es dir eigentlich gefallen. Super, also war gewiss nicht das letzte Mal, also hundertprozentig. Auf alle Fälle bist du jederzeit willkommen. War eine geile Empfehlung, spontane Empfehlung war es sogar fast. Ja gut, 3 Wochen, 4 Wochen vorher haben wir das geplant gehabt und heute haben wir es durchgesetzt, also das Wochenende. Und kann ich nur wärmstens empfehlen, war geil. Super. Ja, war echt lässig. Jetzt lassen wir den oben da ausklingen. Wir haben jetzt, wie viel? Jetzt ist 10 nach 11 gleich. 5 nach 11 haben Ja, wir. genau. 5 nach 11, draußen haben wir Schneefall wieder. Schauen wir mal, wie es morgen früh ausschaut. Vielleicht müssen wir mit dem Schneepflug runterfahren. Schön weiß. Auf alle Fälle morgen noch gemütlich frühstücken, dann die Bude sauber machen und dann geht's wieder runter. Genau. Dann war's das wieder. Kalawatschko, die Dosen müssen wir auch noch vernichten, weil sonst müssen wir so viel runtertragen. Stimmt. Wir haben sogar beim Dringer ganz eine schöne Arbeit. Wir müssen wegbringen, was weggeht. Da haben wir auch schon Leute, Fastler. Wir sind ein paar da. Ja, sonst ist schon drauf, aber ein bisschen aufgeräumt. Darin haben wir noch schöne Temperaturen. Ja, so 24 Grad werden wir schon noch haben. Gehen wir davon Ja, aus. leicht. Richtig angenehm noch. Und morgen früh halt gleich wieder anheizen. Das ist das A und O. Genau. Also ein gutes Nächtli. Und morgen in der Früh schauen wir, wie es ausschaut. So, dann darf ich sagen, gute Nacht. So, was bei die.
Die Lampe ein bisschen brennen. Ja, du kommst rein da. Nein, mir ist kalt. Und da ich sagen, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Eno ist auch schon auf. Und schaut euch einmal das an. Ist das Wahnsinn. Ne? Komplett bis zu geschnitten. Ich weiß sowieso, ist das Gefühl. Also. Schau, das ist ein bisschen eine Kunst. Ja, das jüngste Eier. Julia ist unsere Hausküchin. Spießleier. Ja, du hast ja das gelernt, gell? So. Da kann ich jetzt langsam machen, weil du Butter da hast. Das dachte ich wohl auf. Eier. Lauter leckere Sachen. Eier sind echt aber. Auf dem Tisch schaut es immer aus wie auf einem Schlachtfeld. Genau. Das dachte ich da mit der Eier. Oh, Eno streicht die Butter drauf. Ja, wir haben wirklich lauter leckere Sachen da. Hausgemachte Marmelade, Honig, ungarische Paprikawurst, richtig geiler Ziegenkäse aus Österreich. Da haben wir auch noch so einen Käse. Ja, Käsekäse, Tee, Kaffee, Da ist ein Eier rein. alles was man so braucht. Was ist dein Lieblingsfrühstück? Eher Käse oder Wurst oder Marmelade? Beides. Ich fange meistens mit Marmeladebrot an und dann ist es meistens eine Wurst oder etwas süß und dann kräftig. Ja, ich normalerweise meinen Tomatenaufstrich, den habe ich aber nicht dabei. Weil gibt es heute einmal Wurst, Käse mit Marmelade, geht genauso. Man muss halt keinen Feigensenf hernehmen. Oh, direkt warm ist heute, gell? Also wir haben direkt viel Schnee, aber wir haben jetzt angenehme Temperaturen. Also super mild. Kann man jetzt nicht sagen, dass es kalt ist. Dabei taut es, glaube ich, sogar schon ein bisschen. Genau, schaut, dass es schon wieder vorbei ist. Ja, leider. Aber mei. Wenn wir jetzt so das dann noch alles zusammenräumen, braucht man sich auch noch ein bisschen. Und das Holz habe ich schon gemacht, braucht man noch allein mehr reinstellen. Genau. Und das muss praktisch immer aufgefüllt sein. Oder? Ja, für den nächsten nachher. So, die Sachen haben wir wieder gepackt. Und dann geht es schon wieder runter ins Tal. Julia macht einen Feinschliff. Dann
Und Julia, hat es dir gefallen? Ja, super. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, hat auch ganz schön geschnitten gehabt noch, aber da unten geht es jetzt. Da wird schon langsam frei. Und es schaut eher nach Regen aus. Ja, braucht hat das. Also laut Wetterbericht sagt der Regen heute. Kann die Schuhbeutel wieder total aufgegangen. Ich kannst aber abschneiden. Ja. Bück dich. Aber schön macht die das, gell? Wer will es jetzt gelernt hätte. Ja, haben halt die auch beigebracht. Moment. Moment mal. Bin ich da mal hergerichtet und der nicht viel. So, jetzt sind wir wieder am Parkplatz. So Leute, jetzt sind wir wieder beim Auto. Ja, endlich haben wir es wieder geschafft. Und schön war's. Also Enno, Julia, war ein Traum. Danke für die Einladung. War echt Sehr super. gerne, jederzeit Also wieder. war echt genial. Leute. Und ja, damit werde ich jetzt das Video da beenden. Ich hoffe, euch hat das kleine Video mit Helmut Janka Filmschmiede gefallen. Würde mich durch ein Like oder ein Abo natürlich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank. Genau. Wenn es ist, lasst ein Abo da. Auf Kommentare würde ich mich freuen. Und wenn es nicht gefallen hat, dann muss der Computer wieder abdrehen. Also mit diesem Sinne, Servus, bis zum nächsten Video. Helmut Janka Filmschmiede und der Enrico vom Buschkraft Oberland. Lasst ein Abo da. Toller Kanal. Wie gesagt, alle Links nochmal unten in der Videobeschreibung. Mit diesem Sinne, habe die Ehre, macht es gut. Scheiße. So hin, Entschuldigung. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Habe mich bei Enrico und bei der Julia verabschiedet. Haben wir noch schnell einen Kaffee getrunken. Jetzt habe ich natürlich gleich das Auto nochmal voll getankt. Und war ein mega schönes Wochenende, aber das war mit Enrico und Julia nicht anders zu erwarten. Die sind meiner Meinung nach immer nett. Nette YouTuber sozusagen. Und dann ist ja der Buschkraft Mitschner dazugekommen, der war auch am Abend da. Und was sehr schön war, die leckere Kaspressquellsuppen, was die Julia gemacht hat, war im Großen und Ganzen das beste Treffen, trotz dass es nur eine Nacht war. Es hätten 2, 3 Nächte sein können, dann wäre es noch schöner gewesen, aber für die eine Nacht war mega geil. Wir hatten den ersten großen Schnee. Es hat sogar am Samstag in der Nacht noch mal geschnitten. So 3 bis 5 cm hat es noch mal drauf geschnitten. Und der Abstieg war in knapp 30 Minuten, waren wir schon wieder herunten. Ja, und jetzt befinde ich mich auf dem Heimweg. Also mit diesem Sinne verabschiede ich mich dann jetzt komplett. Die Verabschiedung haben wir eigentlich schon beim Parkplatz gemacht. Und ja, es gibt eigentlich nichts zum Aussetzen. War ein tolles Treffen, Hüttengaudi mit Buschkraft Oberland. Oder besser gesagt Skihüttengaudi mit Buschkraft Oberland auf 1740 Meter Höhe. War genial. Also, Servus, macht es gut, ich wünsche euch eine schöne, angenehme Woche noch. Und ja, Wetter ist bei mir heute wieder schön. Kann man nichts sagen. Einwandfrei. Gut, also mit diesem Sinne, Servus, macht es gut. Helmut Janka Filmschmiede nochmal. Und lasst, wie gesagt, beim Buschkraft Oberland ein Abo da. Sehr netter YouTuber und da sich freuen,
wenn es abonnieren darf. Also habe ich dir, servus.